Hello, Nojan for 2.5 please. Actually, Nojan. Thank you. Yeah. Das wollte ich schon machen, seitdem ich hier eingestiegen bin. Very satisfying. On the other side, or? It's here. Okay, perfect. Thank you. The keys inside? The keys are inside. Thank you, and then you'll head right to the cashier to get your card. Yeah. Sounds good, thank you. Thank you. Es geht, Leute. Wir sind hier bei Mercedes auf Sahara. Fletcher & Jones heißt der Laden. Hatte mein Auto zur Inspektion vorbeigebracht gehabt und deswegen haben wir den GLC oder was auch immer das war bekommen. Und jetzt warten wir auf mein Auto. Und dann geht's ab zum Strip, Leute, denn im Moment ist March Madness. Das habe ich schon mal in den Vlogs erzählt, aber auch ein paar Mal in den Livestreams jetzt erwähnt in den letzten paar Tagen. March Madness ist die beste Zeit, um nach Las Vegas zu reisen, meiner Meinung nach. Also March Madness ist College Basketball. Und damit die Families halt ihre Sportwetten einlösen können, müssen die alle hierher reisen. Und die kommen teilweise aus Städten, wo es gar keine Casinos gibt und so. Und ja, die setzen sich alle deep an 250, 1500 Buy-in. Könnt ihr euch da vorstellen, wie fischig die Games also sind in dieser Woche. Ja, wir müssen einfach nur die Stunden runtergrinden und hoffen, dass wir dann dick mit Plus rauskommen. Also es ist mein dritter Tag jetzt. Tag 1 $2.400 plus, Tag 2 $160 minus und Tag 3 hoffentlich wieder dick plus. Hier ist jetzt noch ein Auto. Let's go ab zu Maria, Leute. Good, how are you? Hey, thank you. Hier geht die Security vorbei, obwohl wir hier nicht vloggen dürfen. Die haben mich zwar mit der Kamera gesehen, aber nichts gesagt. Richtig mieses Wetter hier, Leute. Wir hatten hier richtig Sommerwetter, ein paar Tage. Kurze Hose, T-Shirt und so. Jetzt ist es zwar noch warm, aber es pisst halt seit 2 Tagen schon. Vielleicht ist es aber gar nicht mal so schlecht, denn jetzt sind die ganzen Familienväter gezwungen, sich in den Pokerroom zu setzen. Die können halt nicht viel machen, wenn es regnet. Vielleicht ist es besser so. Hi, how are you? 19. What's up, brother? How are you? Good, man. How are you? 19? Thank you. Can't remember last time. Was geht, Leute? Kurze Pause. Hab direkt in den ersten 5 Minuten über $600 verloren. Hab Top 2 gefloppt mit King Queen und der trifft Gutshot Straße auf dem Turn direkt. Und ja, in der Hand leider ein bisschen was abgegeben, aber wir sind nur knapp $300 minus, vielleicht ein bisschen weniger sogar. Ja, habe das Ganze wieder mit etwas kleineren Pötten reingeholt. Der Fisch ist leider schon wieder weg. Und die Tische sehen nicht so gut aus heute, muss ich sagen. Ist Mittwoch, ist immer so ein bisschen lahm, mittwochs, obwohl 6, 7 Tische laufen. Das lockt auch irgendwie immer die Pros an und so. Also heute habe ich keinen guten Tisch erwischt. Vielleicht mal gleich Table Change machen. Aber ja, Nacht ist noch jung, Leute. Wir haben 9 Uhr abends. Ich habe gerade Suppe bestellt. Ich fühle mich ein bisschen krank, um ehrlich zu sein. Also keine Ahnung, ob ich jetzt meine 8 Stunden heute noch spielen werde. Denn wir waren letzte Woche im Gym. Ich war nach 2 Jahren das erste Mal wieder in einem Gym mit meiner Frau. Und da haben wir die Kinder mitgenommen. Die haben so eine kleine Kinderbetreuung dort. Und die haben mega Spaß gehabt. Die haben mit anderen Kindern dort gespielt und so, während wir trainiert haben.
Aber da das deren erstes Mal war, haben die sich leider bei den anderen Kids irgendwie angesteckt. Wir sind beide krank und lassen uns nicht so gut schlafen nachts. Die wachen immer wieder auf und pennen dann bei uns im Bett und so. Ja, deswegen bin ich ein bisschen kaputt und ich fühle mich auch, als würde ich so langsam selber ein bisschen krank werden. Aber naja, im Moment kratzt mein Hals nur ein bisschen und ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Also wenn ich jetzt irgendwo arbeiten würde, dann müsste ich wahrscheinlich auch durchziehen und meine 8 Stunden da absetzen. Also vielleicht machen wir das heute Abend hier auch. Mal gucken. Jetzt erstmal Suppe genießen, Leute, und weiterkommen. Die gute Nachricht ist, es hat aufgehört zu regnen, Leute. Schlechte Nachricht ist, wir sind 2.500 down. Heute hat keine einzige Hand gehalten, Leute. Die größte Hand habe ich allerdings, da habe ich Scheiße gebaut, um ehrlich zu sein. Mein Fehler. Jetzt geht es aber erstmal ab ins Auto, Leute. Hands in Bands. Hat irgendjemand in die Kommentare geschrieben gehabt. Finde ich lustig. Dann ist es zu kalt hier für Hand Review. Da würde ich die ganze Zeit stottern. Also wie gesagt, die größte Hand, die ich verloren habe, hätte vielleicht nicht sein müssen. Da Open Race ich Pocket 7er Under the Gun, MP Colt $15, Cut of Race auf 60, Big Blind Colt die 60, ich Colt die 60 und MP Colt 60 auch. Flop kommt runter Dame Bube 7, also nochmal, ich habe Pocket 7er, Dame Bube 7, 2 Kreuz, alle checken. Turn kommt eine 5 in Peak, Big Blind bettet $125. Ich habe wollte jetzt irgendwie nicht Slowplayen oder so, habe mich dazu entschlossen zu raisen, habe auf 300 geraced, nur Air Colt, also die anderen beiden folden, Big Blind Colt und Turn kommt runter 3 in Diamond, also kein Flush angekommen, nix, und er bettet jetzt plötzlich $225. Ich habe noch so ungefähr $800 behind, also knapp $900 noch behind. Ich wollte eigentlich callen, denke in diesem Szenario, also wie die Hand abgelaufen ist und vor allem, weil er die 60 Preflop gecallt hat, fände ich einen Call, glaube ich, besser. Wollte aber nicht zu nitty sein und bin dann stattdessen All-In gegangen. Dass er Preflop die $60 im Big Blind out of position gegen alle callt. Ich glaube nicht, dass er da irgendwie mit Pocket 5er oder Pocket 3er gecallt hätte. Und ich muss dann hoffen, dass der Dame Bube hat und mich da jetzt aufdoppelt. Ist auch sehr unwahrscheinlich, glaube ich. Von daher, glaube ich, wäre ein Call besser gewesen mit den Pocket 7ern. Andererseits, Set over Set passiert halt nicht so oft. Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall All-In gegangen, war nicht so happy mit meinem Play. Und er hat Pocket Buben gehabt in der Hand. Also haben wir die Hand natürlich verloren. Aber abgesehen von dieser Hand habe ich noch locker 20, 30 andere Hände verloren. Also Könige zweimal verloren. Dann Ass Dame gegen Ass 5 verloren. Dann macht er Flush. Ich habe Top Paar. Buben musste ich aufgeben. Keine Ahnung. Jede Hand, die ich gespielt habe, ist heute kaputt gegangen. War eigentlich nichts Spektakuläres. Das waren alles kleine Hände, um ehrlich zu sein. Die Ass Dame Hand. Da hätte ich, glaube ich, viel mehr verlieren können. Ich habe glücklicherweise Turn gecheckt, also Turn kommt Flush an. Da checke ich hinterher und er bettet River nur noch $75, also habe ich die gecallt. In der Hand Minimum verloren, aber davon halt ganz viele. 2,5K down, jetzt sind wir für March Madness sogar minus. Da hätte ich mal besser nicht so viel Quatsch gelabert am Anfang vom Vlog, von wegen fischige Zeit. Haben wir doch aufs Maul bekommen. Aber naja, wir haben jetzt Mittwoch. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag ist noch richtig krass Action hier. Wochenende muss ich mal gucken, wenn im Resorts World eventuell ein Game ist, 2.5 oder 5.10, dann nehme ich euch damit. Ansonsten bin ich auf jeden Fall tagsüber auf Twitch unterwegs. Wie gesagt, wenn ihr da mal Bock habt, irgendwelche Fragen habt oder so, die ihr live beantwortet haben möchtet, jederzeit. Schaut vorbei auf Twitch oder auch hier auf YouTube bin ich dann immer live. Könnt ihr einfach in den Chat vorbeischauen und Hallo sagen. Würde ich mich mega freuen. Wieder ein kurzer Vlog für zwischendurch, Leute. Vielleicht kommt noch ein March Madness Vlog. Wer weiß, wer weiß.
Kommt drauf an, wie ich mich fühle, denn wie ihr hören könnt, vielleicht könnt ihr es doch nicht hören, aber ich fühle mich auf jeden Fall ein bisschen krank gerade. Heiser fühle ich mich, also mein Hals kratzt ein bisschen und immer noch Kopfschmerzen den ganzen Tag. Hier nochmal schnell Bellagio, Leute, bevor ich meinen Vlog beende. Ab nach Hause jetzt. Ja, leider Minus-Session, aber wir können ja auch nicht in jedem Vlog gewinnen. Obwohl wir im letzten Vlog auch schon verloren haben. Aber ist egal. Kriegen wir morgen vielleicht schon wieder alles rein. Wie gesagt, diese Woche ist noch ganz viel Action. Und ich gehe davon aus, dass wir Maximum noch spielen wollen. Ich wollte eigentlich nur 6 Stunden spielen, habe am Ende 8,5 Stunden gespielt. Wie immer, Leute, vielen Dank fürs Liken, Kommentieren und nicht vergessen, abonnieren.